das regelmäßig in der Chambre eine Diskussion feiern über ein Projet de loi für die Anpassung vom sozialen Mindestlohn. Wir haben zum Beispiel bei den Berenten haben wir die Diskussion aufgeschafft, so geschieht das automatisch. Ich fand aber wichtig, dass wir für den Mindestlohn halt ein Projet de loi machen, weil es wichtig ist, dass wir auch hier an der Chambre mehr öfters über den Mindestlohn schwätzen. Der Mindestlohn geht am 1. Januar 2017 um 1,4% an Lut und betrifft, das gesagt gehen, 46.000 Leute. Der geht auf 26,9 Euro der normale Mindestlohn an 32,21 Euro der qualifizierte Mindestlohn. Wir schwätzen hier von Bruttoschiffern. Das heißt, die Leute kriegen das nicht raus. Da gehen nach Sozialleistungen auf, Krankenkasse, Pflegeversicherung, am Minimal, je nachdem auch nach Steuern. Kann ich also nicht von einer massiven Erhöhung schwätzen, wenn Leute nur 223 Euro netto den Monat beigesagt kriegen. Der Kollege George Engel, den er gesagt hat, das gibt die Sozialisten gut zu Gesicht stehen, den immer von 30 Euro geschwärzt wird, das wahrscheinlich echt das Schlechtgewissen gewirrscht, was dort zum Ausdruck rauskommt, für die Minimalargumentation, die der Titan ausmöchte, weil er nicht nämlich nach der Steuerreform dabei gezählt, auch nach dem Index dabei gezählt, für das die überhaupt etwas Sichtbares soll gehen. Herr Engel hat gesagt, das gibt die Sozialisten gut zu den Nahen stehen. Bei mir haben für ein nach Kurs salarial an der Fonction publique ausgehandelt, war auch ein sozialistischer Minister. Da setzen wir 1% bei, wir setzen 1,5% bei an der Allocation de Repas, die geht von 110 auf 144, also 33 Euro, gehen die mehr wie der Mindestlohn geht, die Allocation de Repas auf. Und das kein Brutto, mit das ein Netto schiffe, weil da geht keine Steuern drauf bezahlt. Und auch die kriegen den Index, und auch die kriegen Steuererleichterung, und auch die kriegen die 0,5% Krisesteuer nur gelost, den die anderen nicht nur gelost haben, wenn sie nicht drinnen gefallen sind. Also wenn wir die zweimal daneben vergleichen, da verstehe ich, dass ein Sozialist hier schlecht gewissen hat, für zu sagen, dass der Mindestlohn ungefähr netto 23 Euro an Blut geht. Es muss also gesehen, wenn man hier so machen, wie wenn man Gott weiß, was für die Leute machen, dann ist das eine gewisse Heuchlerei. Wenn man gesehen, warten wir alles hier am Land ausdehnen, und als dann hier Bretze kommen, und so machen, wie wenn wir wirklich mal etwas für die toten Leute gemäht tun, das ist ein Drips für die Leute. Weil was kann ihn sich für 22 Euro den Monat weiter leisten? Aber wenn wir bedenken, dass diese Regierung eine TVA-Erhöhung gestimmt hat, wo die Leute hier voll getroffen sind, und an der Regierungskoalition setzen zwei Parteien, die geringen Sozialisten, die an ihre Wahlprogramme geschwärzt von der unsozialsten Steuer, die es gibt, kein TVA. Und das echt, was sie gemäht, wenn sie an die Regierung kommen, sind unsere, die unsozialste Steuer TVA erheischt, von die heute Leute laut ihrem Wahlprogramm am meisten getroffen gehen. Das tun sie gemäht. Und die Leute tun durch TVA-Erheischung viel mehr Ausgaben gekriegt, für die Grimmel, die sie hier beikriegen. Dafür soll man, wenn ich mit der Face im Boden bleiben, das ist gut, dass man nur passen, mehr um Gottes Willen, kommt nicht rein, klappt erst auf die Schelle, wie wenn da etwas Großes hier gemäht hat, dann kann sie mal an den Gesamtkontext von ihrer Politik, da muss der schummen, was der hier für die Kleinleute am Land macht. Wir stellen noch fest, generell, das ist noch nicht mal Mindestlohn, dass das Lehn hier am Land zurückgeht, dass wir mehr Leute haben, die um ähnliches Niveau angesiedelt gehen. Wenn wir Konten gucken von diesem Jahr, und das tun wir letztlich an der Finanzkommission, gucken, dass wir mehr Lohnsteuer kriegen wie die Jahre für drun. Und froh, und die mit der Analyse an der Finanzkommission gemäht hat, hat der Finanzminister als gesagt, jo, wir haben wohl 15.000 Leute an einem Jahr mehr beschäftigt, wir müssen mehr Lohnsteuer kriegen, und zwar, das sind Leute, die mit hohen Löhnen an Pension gegangen sind, die sind durch Leute mit niedrigen Löhnen an der Regel
besagt. Dat heißt, dat generell ein Lohngefallen nur innen ist, weil das hätte müsste bei 15.000 neue Anstellungen pro Jahr ja auch mehr Lohnsteuer racken mit diesem massiven Rückgang, den es bei dem Lohn gibt. Das richtig, was er gesagt hat, als für den Vierredner oder den zweiten Vierredner, dass es wichtig ist, dass wir den Mindestlohn haben. Wir bräuchten keinen Mindestlohn zu haben, wenn wir am ganzen Land flächendeckend Kollektivverträge hätten. Wir haben nicht überall Kollektivverträge. Wir haben Großsektoren, wo wir Kollektivverträge haben. Wir haben gesehen, aber, dass die 46.000 Leute unter den Mindestlohn fallen, also gibt es zumindest 46.000 Leute, die in keinen Kollektivvertrag fallen. Und dafür ist es gut, dass wir das Gesetz zum sozialen Mindestlohn haben, weil das ist für richtig gesagt, dass am Anfang der Kollektivvertrag für die Leute, die keinen Kollektivvertrag haben, den zwischen Patronat und den Gewerkschaften aufgeschlossen gehen ist. Wir müssen also wissen, dass wir hier eine Erhebung machen, die wohl durch Gesetz geregelt ist, wie sie berechnen können, und noch nicht kann, etwas Ähnliches, mir nicht verhindert, dass den hingeht und sagt, wir haben mehr wie das, was sich aus der Rechnung ergeben hat. Wir haben also just das gemäht, was wir durch Gesetz verpflichten. Wir das kein politischer Gest, den wir dabei können. Und dafür, wie gesagt, wird da diese Projekt stimmen. Wir sollen aber ganz klar, es soll kein sich Mannen beretzen, dass wir heute den Mindestlohn erhöht haben.